Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Das Freilichtmuseum Ballenberg feiert einen Saisonstart wie im Märli. Die Biker auf dem Bödeli organisieren sich. Und Christoph Frutiger feiert in seinem neuesten Film das UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau Aletsch. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Und es gibt sie trotzdem, wenigstens ein bisschen. Die Thuner Fasnacht findet am Samstag, 7. Mai in der Alten Reithalle auf dem Expo-Areal in Thun statt. Nach dem Apero startet die Party mit den 6 Gucken und dem DJ am 20.08. Verharmlosen die Jugendlichen den Alkohol? Nur noch 52% der Jugendlichen haben bei der Befragung vom Blauen Kreuz angegeben, dass sie keinen Alkohol trinken, weil er schlecht für die Gesundheit sei. Das sind 10% weniger als im Jahr 2016. Rot-Weiss Thun verpflichtet Paula Masurek. Der Frauenhandballverein verstärkt sich in der kommenden Saison mit 3 neuen Spielerinnen. Lea Siegenthaler, Sophia Schildger und Paula Masurek. Letzte Woche hat das Freilichtmuseum Ballenberg nach seiner Winterpause wieder die Tore zu seinen Scheunen, Käsespeichern und Bauernhäusern geöffnet. Das war aber noch nicht alles. Für seinen Einsatz in der Märli-Kultur ist das Museum an seiner Eröffnung gerade auch noch mit dem Märli-Preis geehrt worden. Kim Franzen war dabei. Der Märli-Preis ist eine Auszeichnung für Institutionen oder Einzelpersonen, die irgendeinen Dienst für die Märli und die Sagen machen. Ja. Der Ballenberg hat natürlich schon mit Kulturgut zu tun und Märli und Sagen sind auch ein grosses Kulturgut. Und seit 2 Jahren haben sie ein wunderbares Projekt, das heisst «Ganz Ohr», wo man das ganze Jahr eigentlich Märli und Sagen hören kann, in den verschiedenen Häusern, jeweils im richtigen Dialekt von diesen Häusern, wo ganz viele Erzähler und Erzählerinnen eben die alten Sagen und Märli erzählen. Märli haben für mich eine extreme Tiefe. Wenn ich jemanden höre Märli erzählen, dann tauche ich auch tief ein. Und ich habe mit den Jahren, als ich auch selber erzähle, gemerkt, Märli sind nicht einfach irgendetwas Oberflächliches. Für mich sind Märli wirklich tiefste Weisheitsgeschichten, auch wenn sie zum Teil ganz einfach daherkommen. Mir bedeuten die Sagen fast mehr als Märchen. Also Sagen, wir haben das sogar in der Schule als Fach gehabt, im Teach, wo man hat Sagen aus der Region, wo ich her bin, zusammengelesen, einander vorgetragen, darüber diskutiert, was das bedeutet. Also eher Sagen als Märchen. Also es ist eine Idee von der Leiterin vom Bereich Bildung und Vermittlung, von der Jeanne Simmen. Jeanne Simmen hat Märchen und Sagen Wellen in einer erzählten Form auf den Ballenberg bringen. Die Idee ist dann auch durch Corona so richtig zum Leben erwacht. Nach dem Lockdown hat der Ballenberg wieder aufmachen und hat mit der sehr einfachen Form mit QR-Codes, wo den Menschen gerade Märchen live in ihre Ohren bringen, während dem Besuch auf dem Ballenberg eine Dimension gefunden, ja, wie man kann ein lebendiges Kulturgut in den Häusern, im materiellen Kulturgut, ein immaterielles Kulturgut zum Leben erwecken. Die Biker-Gemeinschaft auf dem Bödeli hat sich neu organisiert. Künftig soll der neu gegründete Bergveloverein Interlaken die Interessen von allen Bergvelofahrenden auf dem Bödeli vertreten und zum Bindeglied zwischen Bikenden, Kritikern und Gemeinden werden. Laut dem Medienchef Louis Eisenhut sei dieser Schritt nach früheren Versäumnis unumgänglich gewesen. Ben Abeckle hat mit ihm gesprochen. Louis Eisenhut vom Bergveloverein Interlaken. Ihr seid eure Kräfte am Bündeln und am Sammeln. Was ist genau passiert? Was habt ihr gemacht? Wir sind dran, seit die ganze Geschichte mit dieser Petition entstanden ist und wir somit einen recht grossen Stein ins Rollen gebracht. Die ganzen Wünsche und die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen von verschiedenen Bikern aus der Region zu sammeln und zu zentralisieren, so für das wir dann gemeinsam etwas können bewirken und nicht nur Gelaber ist, sondern auch mal etwas passiert in der Region. Das ist in dem Sinn auch ein bisschen vielleicht ein Schuldigeständnis, dass man zu viel hat geredet in der Vergangenheit und zu wenig gemacht. Der Fehler von unserer Seite war sicher, dass wir uns nicht zusammengetan haben, sondern einfach alle einzeln so ein bisschen gesagt haben, was nicht gut ist. Und wenn man natürlich einzeln ist, dann hat man ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu wenig Kraft schlussendlich, oder so etwas umzusetzen.
Jetzt ist man zentralisiert organisiert und eben ist eine Ansprechperson nicht nur für die ganzen Leute, die es interessiert auf dem Bike, sondern auch zum Beispiel für Kritikerinnen und Kritiker. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das Ganze nicht so unterstützen. Und ist mir auch natürlich ihr gutes Recht, diese Meinung zu haben. Aber dort ist es natürlich auch wichtig, den Kontakt zu suchen und auch in ein Gespräch zu kommen mit diesen Bike-Trail-Gegnern, wie man denen auch möchte sagen. Und ja, wir sind dort sicher auch, es ist sicher auch willkommen, mal ein bisschen Kritik entgegenzunehmen und auch herauszufinden, was ist überhaupt das Ding, das die Leute nicht so glücklich macht. Oder was ist überhaupt das Problem? Weil vielleicht kann man auch dadurch eine Lösung finden, oder durch das Gespräch und durch den Kontakt. Ende Monat habt ihr jetzt die Generalversammlung und dort ist ja noch nicht der Trail spruchreif hier auf dem Bödeli. Nein, das ist sicher nicht. Es ist sicher mal wichtig, jetzt im ersten Schritt die ganze Szene zu bündeln, zusammenzubringen, um die ganze Reise, die jetzt wirklich erst anfängt, gemeinsam zu starten. Und ja, es geht wirklich mal darum, einen Anfang zu machen. Und genau mit dieser Zentralisierung machen wir das. Letztes Jahr hat das UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Gleichzeitig hat das Besucherzentrum World Nature Forum in Nattes auf sein 5-jähriges Bestehen zurückblicken. Um die beiden Jubiläen gebührend zu feiern, ist der neue Film vom Oberländer Filmemacher Christoph Futtiger «Welterbe erleben» auf der grossen Leinwand gezeigt worden. Matthias Mast und Kim Franzen sind dabei. Ich begrüße euch noch einmal recht herzlich. Wir haben hier den Christoph Futtiger. Ich glaube mal einen Applaus für ihn. Die Planung von so einem Film ist natürlich sehr herausfordernd, weil man immer wetterabhängig ist. Eben das Wetter in den Bergen, das wartet nicht auf einen, sondern man muss sich halt nach dem richten. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass man den richtigen Moment verwünscht. Die Dreharbeiten die sind eigentlich über ein ganzes Jahr gegangen, oder sogar 1,5 Jahre. Und wir haben wirklich Glück gehabt, dass wir durch diese Wettervorhersagen relativ wenig haben müssen verschieben. Und wir haben auch enormes Wetterglück gehabt. Also zum Beispiel Oberaar, die Stimmungen dort im Oberaarjoch mit dem Nebelmeer unten. Das kann man glaube ich an einer Hand abzählen, dass man das verwünscht. Und dann haben wir das Glück gehabt, genau dann dort sein. Für das habe ich Bergführer bei mir, die mir alle helfen zu tragen. Und auch einfach, die Leute vom WNF waren meistens dabei gewesen und die haben geholfen, schleppen und machen, weil man ja eben dort für diese grosse Leinwand halt schon ein bisschen mit anderem Equipment unterwegs ist, als mit einer kleinen Handykamera. Zum Drehen, was schwierig ist, ob ein Bond-Film oder so etwas, was man jetzt hier sieht, muss ich eigentlich, wenn ich nachher denke, ist das hier viel herausfordernd und auch schwieriger, weil bei einem Bond-Film es ist alles organisiert. Also du kommst her und drückst ab, oder? Und es wird eigentlich gesagt, was du wie, wo, was machen musst. Und hier bist du auf dich selber gestellt und auf das Wetter eben, und die ganze Umgebung. Und da musst du viel mehr können einfach quasi aus dem Stegreif arbeiten, oder? Was man bei einem Spielfilm nicht macht. Dort ist alles geplant. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter von unseren Medienhauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Es freut mich, dass Sie dabei sind und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute mit dieser Traumaussicht vom Top of Europe, dem Jungfrau-Joch. Ja, heute ist es Höhentief von Spanien in Richtung westlichen Mittelmeerraum gezogen und beeinflusst zunehmend das Wetter auf der Alpen-Südseite. Der Norden der ist im Schutz der Alpen wetterbegünstigt. Und so wachen wir am Morgen zu viel Sonne und nur vereinzelt ein paar Schleierwolken auf. Dazu messen wir morgen rund 4 Grad in Biel und auch in Bern. Und in Interlaken dort stehen wir zu rund 5 Grad auf. Auch am Nachmittag geht es sonnig und mit Schleierwolken weiter. Über den Bergen und im Jura entstehen im Verlauf des Tages vermehrt Quellwolken. Dazu sollte es meist trocken bleiben. Und wir rechnen mit bis zu 18 Grad in Langenthal. 17 Grad erwarten wir in Burgdorf. Und in Frutigen gibt es ebenfalls bis zu 16 Grad. Auch der Freitag wird noch mal ein recht sonniger Tag. Auf den Nachmittag steigt im Oberland und im Jura dann die Schauer- und Gewitterneigung leicht an. Auf den Samstag erwarten wir einen Mix aus Sonne und Wolken. Es kann vereinzelt ein paar Regengüsse geben. Im Oberland wird es dazu zunehmend föhnig. Sonntag und Montag die zeigen sich wechselnd bewölkt mit ein paar Regengüssen. Und auf den Dienstag sollte es dann wieder teilweise sonnig werden, mit nur noch vereinzelt ein paar Schauer. Ja, im April macht das Wetter halt wirklich, was es will. Es erwartet uns ein Mix aus allem in den kommenden Tagen. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.